Jana Herrmann ist 23 Jahre alt, als ihr Kind zu früh zur Welt kommt. Es gibt Komplikationen. Der Mutter geht es immer schlechter. Sie ist klinisch tot. Dann habe ich schon diese ganze Szene von oben beobachtet. In ungefähr 6 Meter Höhe habe ich beobachtet, wie dort diese Frau liegt. Freilich, das war ich, aber ich habe mich beobachtet und von dem Kind hat sich eine kleine kuschelige Wolke gelöst und ist nach oben geschwebt. Ich habe nur gemalt das, was ich gesehen habe. Hier ist diese reale Landschaft, dort ist diese himmlische Wolkenlandschaft. Und genau auf dem Steg stand rechts meine Oma. Das Mädel ist hier gekommen und die sind miteinander irgendwie da hinten verschwunden. Wie man in den Nebel geht, ja, sieht man die Konturen weniger, bis die ganz einfach weg sind. Ich bin aufgewacht, nächsten Tag früh, mein Bauch war flach, war leer. Es wurde mir gesagt, das Kind ist verstorben. Körperlich erholt sich Jana, aber sie verdrängt ihre Nahtoderfahrung. 20 Jahre lang kann sie nicht darüber sprechen. Erst eine Therapie hilft. Und das Malen. Jedes Mal, bei jedem Malen hat sich ein Stück vom Trauma in mir gelöst. Das sind die ersten Jahre gewesen. Jedes Bild hat auch eine Wirkung. Und diese Wirkung hat an mich gewirkt und hat in mir etwas gelöst. Später habe ich festgestellt, dass das nicht nur bei mir funktioniert, sondern auch bei den anderen. Ich habe hier Leute, die kommen, schauen ein Bild an und fangen an zu weinen. Das Malen hat Jana Herrmann in ihrer Kindheit in Tschechien gelernt. Über ihr Nahtoderlebnis zu reden, ist für viele schwer. Umso wichtiger ist der Kontakt zu denen, die Ähnliches erlebt haben. Deswegen war ich total dankbar, wenn ich 2012 zu der Münchner Gruppe gekommen bin. Selbsthilfegruppe Nahtoderfahrung. Dort habe ich erstes Mal im Leben Leute getroffen, die auch Nahtoderfahrung hatten. Und dort konnte ich mit Gleichgesinnten darüber reden. Nach ihrer Therapie hat Jana Herrmann ihren Mann Sigi kennengelernt. Einen Menschen, der bis dahin mit dem Thema Nahtod keine Berührungspunkte hatte. Ich habe da kein Problem damit gehabt, dass ich gesagt habe, ja, konnte es wahr sein oder konnte es nicht wahr sein. Das war für mich keine Frage, das war mir klar. Also war für mich von Haus auf klar, dass das alles stimmt, was sie erzählt. Ja. In der Selbsthilfegruppe macht Jana die Erfahrung, dass Nahtoderlebnisse zwar ein Tabu in der Gesellschaft sind, aber im geschützten Kreis sich Menschen über ihre Erlebnisse austauschen. Wir reden über 4–11%. Das über 3 Millionen Menschen in Deutschland haben bewusst oder unbewusst eine Nahtoderfahrung gehabt. Es gibt so gut wie nicht 2 gleiche Nahtoderfahrungen. Ja? Einige Sachen sind sehr ähnlich. Das ist zum Beispiel diese Tunnel oder Treffen von verstorbenen Verwandten. Aber es gibt nie 2 gleiche. Ja? Viele Leute fragen, gibt es schöne oder unschöne, positive oder negative Nahtoderfahrung? Meine war positiv oder negativ, meine Tochter ist verstorben. Aber diese Gefühle und das, was ich erlebt habe, war in dieser Spalte positiv. Eine Nahtoderfahrung prägt die Menschen laut Jana auf ganz unterschiedliche Weise. Eine Veränderung passiert aber mit jedem Betroffenen. Wir wissen, dass das weitergeht, dass man keine Angst vor dem Tod haben muss. Okay, vor dem Sterben, es ist eine andere Geschichte. Aber vor dem eigenen Tod hat kein Mensch, der Nahtoderfahrung erlebt hat, hat keine Angst. Nicht mehr.